guten Abend am Null, Matzen an der Sommervakanz. Letzte Woche hatten wir über die Versiegelung von der Natur geschwärzt, die eng von den Ursachen von der katastrophalen Überschwemmungen sind. Heute das Suivi auch mit Beispielen aus der Gemeinde Mama. Pierre Walter. Wir ernähren, kultivieren, versiegeln Land und verdrängen die Natur. Was den Flächenverbrauch angeht, liegt Lützeburg weit über dem akzeptablen Niveau. Für ein kleines Land wie Lützeburg ist die Wunschdenke, für immer mehr zu bauen, sicherlich eine Illusion gehen. Das immer mehr Bauen geht auf die Kosten von der Natur. Es wird zu viel gebaut und damit viel zu viel versiegelt. Versiegelung schadet der Natur und ist bei starken Regenfällen für den Menschen gefährlich. Dass derartige Starkregenfälle so dramatische Konsequenzen haben, liegt zu einem großen Teil an der Versiegelung der Böden, seht die deutsche Klimatologin Friederike Otto von der Universität Oxford. Von den Verantwortlichen zu Lützeburg wird aber behauptet, dass es kein direkter Lien zwischen der Flut und der Urbanisierung zu Lützeburg gibt. Zitat: Experts indépendants et organes officiels s'accordent à nier tout lien entre les crues et la bétonisation du pays. Essentiel vom Freitag, den 30. Juli 2021. Les récentes inondations ne sont pas liées à l'urbanisation ou en tout cas, celle-ci ne les a pas aggravées. C'était Claude Schorchen von der Administration de la Gestion de l'eau. An den Herr Schorchen als formell. Da stellt sich froh, als die Flutkatastrophe überhaupt bei den Responsablen ankommt. Oder als sie vergisst. Flutkatastrophe ist schon ein River. Das auch so von einem Expert wird die Bürger aber nicht auffallen, über Verbesserungen nachzudenken und das anzustreben, was erreichbar ist. Und das ist nicht wenig. Wir sind das mit einem blauen Ende gekommen. Es ist ganz klar nicht wir, dass wir den Klimawandel, die für die Fluten vom 14. und 24. Juli verantwortlich sind. Es sind Pollution, Aufholzen von Böschern, Verbauung und damit die übertriebene Versiegelung, Benutzung von fossilen Brennstoffen und Feldzucht, die für den Klimawandel und Temperatur auf der Erde und auch zu Lützeburg verantwortlich sind. Für die Bürger geht es gefährlich, wenn wir so weiterfahren. Das gesagt der Spekulant natürlich nicht. Für sonst ein Sprichwort sagt, ein Spekulant kennt Zufall, die sich die Natur nicht erlaubt. Er guckt nicht auf die Natur, sondern auf sein Portemonnaie. Für was wird dem Bauspekulant freie Lauf gelassen, für weiter zu Lützeburg mit Terrain an Immobilien zu spekulieren, die dadurch müssen gebaut oder aufgeraubt gehen. Profitstreben erzwingt Anormalpreise. Loyer- und Grundpreise zu Lützeburg klammen so sehr, dass die Leute mit niedrigen und mittleren Einkommens immer mehr aus der Stadt gedrückt gehen. Einzige mussten im Ausland finden, weil es hier viel mehr billig ist. Das führt zu einer Atmosphäre von sozialer Unsicherheit. Die Leute haben Angst, hier Heim zu verlieren und damit hier nicht. Es hat auch die Konsequenz, dass wirtschaftliche Differenzen zwischen Reich und Arm immer mehr räumlich zementiert gehen. Davon profitiert der Spekulant, weil sich das Land zur selben Zeit zu einem Investitionsobjekt entwickelt, das weltweit gefragt ist. Als Land wird gehandelt wie Gold. Das führt zu einem spekulativen Übertreiben bei den Baulandpreisen. Und zu der Tatsache, dass Neubauprojekte an allen Häusern oft nicht benutzt gehen, für die Bevölkerung Wohnraum zu liefern, mehr ob Luxus- oder kommerzielle Projekte gerichtet sind. Nur demselben Prinzip konzentrieren sich außerhalb von der Stadt Ackerland an Investitionskapital an den Händen von Societäten und Kapitalfonds, die damit spekulieren an Preise für Bösche, Ackerland und Weideland immens an die Luft treiben. Für Bauern und Böscherböster geht es immer mehr schwer, für einen besonders nachhaltigen und umweltfreundlichen Boden zu erwirtschaften. Ziel von einer ökologischen Wendung an der Landwirtschaft ist eine große Gefahr. Auch der Boden am Bösch muss geschützt gehen. Durch die maschinelle Rekolte vom Holz entsteht viel Schuld, aber auch weil es in Zukunft durch das Zauberturnieren überall Männer Bösch wird gehen. Was für eine positive Rolle ein gesunder Bösch kann spielen, hängt auch von seinem guten Zustand auf. Der Bösch zu Lützeburg ist eine Gefahr. Überall wird aufgeholzt. Viele Bäume verdrohen den Klimawandel nicht und sterben auf. Bäume, die aufsterben, brauchen aber nicht aufgeholzt zu gehen. Sie sollten stehen gelassen gehen, weil sie sowieso notwendig sind. Sie gehen aber aufgeholzt, und zwar aus finanziellen Interessen.
Intakt Wiesen an intakt Böden an de Böcher könne pro Quadratmeter bis zu 200 Liter Wasser speichern. Weil aber Großmaschinen die Holz schneiden, de Boden plattfuhren an durch die Ökologie vom Boden erstecken, ginn bis zu 95% Kapazität für das Wasser zu speichern dadurch verloren. De Bösch bremst Wasser, in der bleibt schon an der Krone vom Baum hängen, a verdunst erem. Ein intakte Boden am Bösch wirkt wie ein leckerer Schwamm. Das Wasser dringt leicht an den Schwamm heran. Dadurch wird Wasser gespeichert. Außerdem hält ein Baumwurzel das Wasser fest. Weil aber viel aufgeholzt wird, ist der Boden am Bösch ungeschützter Sonne an dem Regen ausgeliefert. Neue Beine, die auf aufgeholzte Fläche wurzeln, haben es dafür viel mehr schwer. Viele Böscher sind mit einem Hang verbunden. Wasser lebt aber nicht fort, wenn ökologisch alles in der Reihe ist. Der Bösch kann Wasser festhalten. Wenn der Boden Wasser aber nicht festhalten kann, lebt es an Gewässer. Die gehen dann überschwemmt. Natur ist mit Mensch verbunden, vergessen wir das nicht. Wir haben nicht mehr ein Land, wo es nach wert ist, gut zu leben. Wenn es aber mit dem Bauen und mit dem Spekulieren so weitergeht, werden wir in Zukunft nicht mehr mit Überschwemmungen konfrontiert gehen, aber auch mit graven sozialen Problemen. Fällt da keinem auf, dass es an der Gesellschaft rumort. Der Gesellschaft drohen zwei Gefahren. Es stört das System mit einer großen Ungerechtigkeit, Polarisieren und Demut auf der einen Seite. Der Luxus und Verschwendung auf der anderen Seite. Nimmen ein vorsichtig und equilibriertes System von Interessenvertretungen, das der Konsens zum Kompromiss findet, kann aus dem Gegensatz eine fruchtbare Entwicklung zum Nutzen von allen erreichen. Auseinandersetzung von diametralen Interessen wird bestehen bleiben, solange es Menschen gibt. Worauf es aber entscheidend ankommt, ist die Form von der Auseinandersetzung. Die Einigkeit von den Kompromissen ist entscheidend. Ein Kampf bis zur Messe ist genauso schädlich wie eine Packelei von dem Finanzseite, der Bauherr, der Geldmann und der Spekulant. Position soll richtig an Menschen sein. Der gute Mittelweg ist gefroren. Gegenteil ist ein Kampf von der Gegensätze mit allen Mitteln. Voraussetzung für die Balance ist einerseits Offenheit. Und andererseits ein Engagement von der Politik für die Interessen von der Majorität von der Bevölkerung.